Развитие немецкой речи, и мы разбираем фразы для экзамена с лексикой уровня А2, Б1. Данный материал подготовлен на основе учебников по немецкому языку немецких издательств. Проверяем себя, насколько вы готовы к сдаче экзамена. Выделенные слова красным цветом необходимо заучить. Вы можете, пожалуйста, перевести мне письмо? Переводить, übersetzen. Können Sie mir den Brief bitte übersetzen? Können Sie mir den Brief bitte übersetzen? Können Sie mir den Brief bitte übersetzen? Мне нужен перевод моего аттестата. Ich brauche eine Übersetzung von meinem Zeugnis. Ich brauche eine Übersetzung von meinem Zeugnis. Ich brauche eine Übersetzung von meinem Zeugnis. Вы можете также перевести деньги. Переводить überweisen. Sie können das Geld auch überweisen. Sie können das Geld auch überweisen. Sie können das Geld auch überweisen. Я переведу тебе деньги. Ich überweise dir das Geld. Ich überweise dir das Geld. Ich überweise dir das Geld. 4 часа. Es ist 4 Uhr. Es ist 4 Uhr. Твои часы идут правильно? Geht deine Uhr richtig? Geht deine Uhr richtig? Geht deine Uhr richtig? Он придет в 7 часов. Er kommt um 7 Uhr. Er kommt um 7 Uhr. Er kommt um 7 Uhr. Аптека сразу за углом. Die Apotheke ist gleich um die Ecke. Die Apotheke ist gleich um die Ecke. Die Apotheke ist gleich um die Ecke. Вам нужно пересесть в Мангейме, то есть сделать пересадку. Пересаживаться umsteigen. Steigt um, ist umgestiegen.
Sie müssen in Mannheim umsteigen. Sie müssen in Mannheim umsteigen. Sie müssen in Mannheim умштайген. В следующем месяце мы переезжаем. Переезжать umziehen, zieht ist umgezogen. Nächsten Monat ziehen wir um. Nächsten Monat ziehen wir um. Nächsten Monat ziehen wir um. Подождите, пожалуйста, мне нужно переодеться. Переодеваться, sich umziehen, zieht sich это третье лицо, единственное число. Zog sich это Präteritum. Hat sich umgezogen. Perfekt. Warte bitte, ich muss mich noch umziehen. Warte bitte, ich muss mich noch umziehen. Warte bitte, ich muss mich noch umziehen. Переезд на следующей неделе. Der Umzug ist nächste Woche. Der Umzug ist nächste Woche. Der Umzug ist nächste Woche. Мне нужно с тобой обязательно поговорить. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Вчера я попал в аварию. Ich hatte gestern einen Unfall. Ich hatte gestern einen Unfall. Дословно переводится «У меня была» или «Я имел вчера несчастный случай, аварию». Ich hatte gestern einen Unfall. Как произошла авария? Wie ist der Unfall passiert? Wie ist der Unfall passiert? Wie ist der Unfall passiert? Он учится во Фрайбургском университете. Er studiert an der Universität Freiburg. Er studiert an der Universität Freiburg. Er studiert an der Universität Freiburg. Он живет внизу в доме. Er wohnt ganz unten im Haus. Er wohnt ganz unten im Haus.
Под нами живет семья с 3 детьми. Unter uns wohnt eine Familie mit 3 Kindern. Unter uns wohnt eine Familie mit 3 Kindern. Unter uns wohnt eine Familie mit 3 Kindern. Andreas и Уда разговаривают. Разговаривать, беседовать. Sich unterhalten, unterhält, hat unterhalten. Andreas und Udo unterhalten sich. Andreas und Udo unterhalten sich. Мы говорили о футбольном матче. Wir haben uns über das Fußballspiel unterhalten. Wir haben uns über das Fußballspiel unterhalten. Wir haben uns über das Fußballspiel unterhalten. Я все еще ищу жилье в Базеле. Ты знаешь дешевый отель? Ich suche noch eine Unterkunft in Basel. Kennst du ein günstiges Hotel? Ich suche noch eine Unterkunft in Basel. Kennst du ein günstiges Hotel? Ich suche noch eine Unterkunft in Basel. Kennst du ein günstiges Hotel? Давай сделаем что-нибудь сегодня вечером. Что-либо сделать или предпринимать, что-либо unternehmen. Unternimmt hat unternommen. То есть приставочка unter здесь отделяться не будет. Wollen wir heute Abend etwas unternehmen? Wollen wir heute Abend etwas unternehmen? Wollen wir heute Abend etwas unternehmen? Занятия длятся до 19 часов. Der Unterricht dauert bis 19 Uhr. Der Unterricht dauert bis 19 Uhr. В чем разница между этими двумя курсами? Курсы те же, нет никакой разницы. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Kursen? Die Kurse sind gleich. Es gibt keinen Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Kursen? Die Kurse sind gleich. То есть одинаковые, курсы одинаковые. Es gibt keinen Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Kursen? Die Kurse sind gleich. Es gibt keinen Unterschied.
Не могли бы вы переместить машину? И переместить, переставить машину, например, на другое место, глагол wegfahren. Fährt weg и ist weggefahren. Können Sie Ihr Auto bitte wegfahren? Können Sie Ihr Auto bitte wegfahren? Können Sie Ihr Auto bitte wegfahren? Я ухожу сейчас. Уходить. Weggehen, то есть уходить прочь. Geht. Weg– это у нас третье лицо единственное число. И perfekt ist weggegangen. Ich gehe jetzt weg. Ich gehe jetzt weg. Ich gehe jetzt weg. Наша собака убежала. Убегать. Weglaufen. Вторая форма läuft weg. Это форма третьего лица единственного числа. И perfekt ist weggelaufen. Unser Hund ist weggelaufen. Unser Hund ist weggelaufen. Можешь, пожалуйста, удалить это? Удалить. Wegmachen. Macht weg. Hat weggemacht. Kannst du das bitte wegmachen? Kannst du das bitte wegmachen? Почему ты отобрал мяч у ребенка? И что-то взять, отобрать. Wegnehmen. Nimmt. Weg. Hat weggenommen. Warum hast du dem Kind den Ball weggenommen? Warum hast du dem Kind den Ball weggenommen? Warum hast du dem Kind den Ball weggenommen? Вы можете выбросить эти бумаги. Выбрасывать. Wegwerfen. Wirft. Weg. Hat weggeworfen. Sie können diese Papiere wegwerfen. Sie können diese Papiere wegwerfen. Sie können diese Papiere wegwerfen. Это самый короткий маршрут. Das ist der kürzeste Weg. Das ist der kürzeste Weg. Не могли бы вы подсказать мне дорогу до аэропорта? Это здесь второе значение существительного der Weg. Können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben?
Können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben? Können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben? Дословно можно перевести так. Можете, пожалуйста, дорогу к аэропорту описать? То есть немцы, скорее всего, не скорее, а определенно употребят вот этот глагол, как описывать дорогу к какому-то объекту. Мы можем перевести как подсказать. Вы можете дорогу? Können Sie mir bitte den Weg zum Flughafen beschreiben? К сожалению, из-за своей работы он не может прийти. Wegen seiner Arbeit kann er leider nicht kommen. Здесь у нас предлог родительного падежа. Wegen seiner Arbeit kann er leider nicht kommen. Wegen seiner Arbeit kann er leider nicht kommen. Я звоню по поводу своей дочери. Это еще одно значение предлога wegen, то есть по поводу своей дочери или из-за своей дочери. Ich rufe wegen meiner Tochter an. Ich rufe wegen meiner Tochter an. Ich rufe wegen meiner Tochter an. Где болит? И болеть wehtun, то есть доставлять боль. Wehtun tut weh, третье лицо единственное число. Hat wehgetan. И мы спрашиваем, задаем вопрос, где болит? Wo tut es weh? Wo tut es weh? Я не хочу причинять тебе боль, то есть делать больно. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dir nicht wehtun. Я хотел бы на завтрак яйцо всмятку. То есть дословно мягкое яйцо. Ich möchte zum Frühstück ein weiches Ei. Ich möchte zum Frühstück ein weiches Ei. Ich möchte zum Frühstück ein weiches Ei. Кровать в отеле была слишком мягкой. И здесь у нас опять прилагательное weich, мягкий. Das Bett im Hotel war zu weich. Das Bett im Hotel war zu weich. Das Bett im Hotel war zu weich.
Я не могу прийти, потому что я должен работать. Ich kann nicht kommen, weil ich arbeiten muss. Ich kann nicht kommen, weil ich arbeiten muss. Нет, спасибо, я не хочу вина. Nein, danke. Ich möchte keinen Wein. Nein, danke. Ich möchte keinen Wein. Почему ребенок плачет? Глагол плакать, weinen. Weint, третье лицо, единственное число. Когда мы говорим он плачет, weint. Или она плачет, sie weint. Или оно плачет, es weint. Hat geweint – это perfekt. Warum weint das Baby? Warum weint das Baby? Warum weint das Baby? Не плачь, пожалуйста. Здесь у нас повелительная форма глагола. Weine bitte nicht. Weine bitte nicht. До вокзала недалеко. Zum Bahnhof ist es nicht weit. Zum Bahnhof ist es nicht weit. Zum Bahnhof ist es nicht weit. Автобус дальше не идет. Der Bus fährt nicht weiter. Der Bus fährt nicht weiter. Можем мы сейчас продолжить и продолжить weitermachen, то есть продолжить дословно делать дальше, weitermachen. Macht weiter, hat weiter gemacht. Können wir jetzt weitermachen? Können wir jetzt weitermachen? Können wir jetzt weitermachen? Какой сегодня день? Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Какой курс ты хотел бы посещать? Welchen Kurs möchtest du machen? Welchen Kurs möchtest du machen? Дословно, какой курс ты хотел бы сделать? Welchen Kurs möchtest du machen? Какую блузку вы возьмете? Welche
Bluse nehmen Sie? Welche Bluse nehmen Sie? Welche Bluse nehmen Sie? Обратите внимание, вот в вопросительном слове welche, какой, какая, при каком существительном какое окончание, да? Женский род окончание мужской род дательный падеж окончание Вот так, на это обратите внимание. Какую книгу ты ищешь? Книга, средний род, винительный падеж. Определите окончание вопросительного слова. Welches Buch suchst du? Welches Buch suchst du? Welches Buch suchst du? Здесь у нас окончание «эс», так как существительное среднего рода. Я хотел бы однажды поехать вокруг света. Ich möchte gern einmal um die Welt reisen. Ich möchte gern einmal um die Welt reisen. Ich möchte gern einmal um die Welt reisen. Студенты приезжают из многих стран. Они приезжают со всего мира. Второе значение существительного die Welt – мир. Die Studenten kommen aus vielen Ländern. Sie kommen aus der ganzen Welt. Die Studenten kommen aus vielen Ländern. Sie kommen aus der ganzen Welt. Die Studenten kommen aus vielen Ländern. Sie kommen aus der ganzen Welt. Я поняла, к сожалению, только немного. Ich habe leider nur wenig verstanden. Ich habe leider nur wenig verstanden. Wenig переводится как немного или мало. Он зарабатывает мало. Verdient wenig. Verdient wenig. Verdient wenig. Я не голоден. Ах, съешьте самый маленький кусок пирога. Ich habe keinen Hunger. Ach, essen Sie wenigstens ein Stück Kuchen. Ich habe keinen Hunger. Ach, essen Sie wenigstens ein Stück Kuchen. Ich habe keinen Hunger. Ach, essen Sie wenigstens ein Stück Kuchen. Если мне нужно, вернее, если мне не нужно работать, то я приду. Wenn ich nicht arbeiten muss, komme ich. Wenn ich nicht arbeiten muss,
komme ich. Wenn ich nicht arbeiten muss, komme ich. Я просто хочу масла на хлеб. Ich möchte nur Butter aufs Brot. Ich möchte nur Butter aufs Brot. Ich möchte nur Butter aufs Brot. Здесь недалеко есть кафе. Давай выпьем кофе. Hier in der Nähe ist ein Café. Lass uns einen Kaffee trinken. Hier in der Nähe ist ein Café. Lass uns einen Kaffee trinken. Если дословно, то можно так привести: здесь, вблизи, in der Nähe, вблизи или недалеко. Hier in der Nähe ist ein Café. Lass uns einen Kaffee trinken. Я быстро принесу что-нибудь из столовой. Ich hole mir schnell etwas aus der Cafeteria. Ну, можно перевести как из столовой, а можно как кафетерий. Мы знаем, что такое кафетерий. Ich hole mir schnell etwas aus der Cafeteria. У моего мужа есть хороший шанс получить должность. Mein Mann hat gute Chancen, die Stelle zu bekommen. Mein Mann hat gute Chancen, die Stelle zu bekommen. Mein Mann hat gute Chancen, die Stelle zu bekommen. Я не могу решить это один. Мне нужно сначала спросить у начальницы. Das kann ich nicht allein entscheiden. Da muss ich erst die Chefin fragen. Das kann ich nicht allein entscheiden. Da muss ich erst die Chefin fragen. Das kann ich nicht allein entscheiden. Da muss ich erst die Chefin fragen. Я думаю, что твое платье очень шикарное. Ich finde dein Kleid sehr schick. Ich finde dein Kleid sehr schick. Мы купили нам диван и новые кресла. Wir haben uns eine Couch und neue Sessel gekauft. Wir haben uns eine Couch und neue Sessel gekauft. Wir haben uns eine Couch und neue Sessel gekauft. Я бы хотел крем для рук. И здесь нам нужно очень вежливо выразить свое желание. Ich hätte gern eine Creme
für die Hände. Ich hätte gern eine Creme für die Hände. Ich hätte gern eine Creme für die Hände. Для крема я брала сливочное масло и шоколад. Für die Creme habe ich Butter und Schokolade genommen. Für die Creme habe ich Butter und Schokolade genommen. Так как у вас нет членской карты, это немного дороже. Da Sie keinen Mitgliedsausweis haben, ist es etwas teurer. Da Sie keinen Mitgliedsausweis haben, ist es etwas teurer. Там есть торговый автомат. Da drüben ist ein Getränkeautomat. Da drüben ist ein Getränkeautomat. То есть дословно можно перевести как автомат с напитками. Но там ведь не только напитки бывают, поэтому мы можем перевести как торговый автомат, с которым можно какие-то продукты купить. Da drüben можно перевести как вон там. Da drüben. Da drüben ist ein Getränkeautomat. О чем ты там при этом думал? Was hast du dir dabei gedacht? Was hast du dir dabei gedacht? Понятно, что ты здесь. Твоя семья тоже с тобой? Schön, dass du da bist. Ist deine Familie auch dabei? Schön, dass du da bist. Ist deine Familie auch dabei? У тебя есть с собой ручка? Hast du einen Stift dabei? Hast du einen Stift dabei? Нам нужно отремонтировать крышу. И если мы крышу ремонтируем не сами, то мы здесь будем использовать глагол lassen. Wir müssen das Dach reparieren lassen. Wir müssen das Dach reparieren lassen. Wir müssen das Dach reparieren lassen. Мы живем прямо под крышей. Wir wohnen direkt unter dem Dach. Wir wohnen direkt unter dem Dach. Моя сестра интересуется политикой. Меня это не интересует. Meine Schwester interessiert sich für Politik. Ich interessiere mich nicht dafür. Здесь у нас местоименное наречие. Учитесь употреблять.
Meine Schwester interessiert sich für Politik. Ich interessiere mich nicht dafür. Я за то, чтобы уйти как можно раньше. Ich bin dafür, dass wir möglichst früh losfahren. Ich bin dafür, dass wir möglichst früh losfahren. Будь осторожен, здесь дерево. Не врежься в него. То есть дословно не едь против него. Vorsicht, da ist ein Baum. Fahr nicht dagegen. Vorsicht, da ist ein Baum. Fahr nicht dagegen. Вы за или против запрета на курение? Я против этого. Sind Sie für oder gegen ein Rauchverbot? Ich bin dagegen. Sind Sie für oder gegen ein Rauchverbot? Ich bin dagegen. Могу я попросить вас послушать минутку? Darf ich Sie bitten, kurz zuzuhören? Darf ich Sie bitten, kurz zuzuhören? У меня есть просьба. Могу ли я разок воспользоваться вашим мобильным телефоном? Ich habe eine Bitte. Kann ich mal Ihr Handy benutzen? Ich habe eine Bitte. Kann ich mal Ihr Handy benutzen? Чашку кофе, пожалуйста. Eine Tasse Kaffee, bitte. Eine Tasse Kaffee, bitte. Bitte schön. Пожалуйста. Bitte schön. Что, простите? Что вы сказали? Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Пожалуйста, говорите медленно. Sprechen Sie bitte langsam. Sprechen Sie bitte langsam. У тебя есть сахар? Чай очень горький. Hast du Zucker? Der Tee ist sehr bitter. Hast du Zucker? Der Tee ist sehr bitter.
Ты выглядишь очень бледным. Ты болен? Du siehst ganz blass aus. Bist du krank? Du siehst ganz blass aus. Bist du krank? На деревьях уже желтеют листья. Die Bäume bekommen schon gelbe Blätter. Die Bäume bekommen schon gelbe Blätter. Обратите внимание на глагол bekommen – получать. Дословный перевод – деревья получают уже желтые листья. Но мы данное предложение переводим близко к русскому, к своему родному языку. Да? На деревьях уже желтеют листья. У вас есть для меня листок бумаги? Haben Sie ein Blatt Papier für mich? Haben Sie ein Blatt Papier für mich? Я сегодня остаюсь дома. Ich bleibe heute zu Hause. Ich bleibe heute zu Hause. В июне и июле наш магазин закрыт по субботам. Im Juni und Juli bleibt unser Geschäft samstags geschlossen. Im Juni und Juli bleibt unser Geschäft samstags geschlossen. Дословный перевод – наш магазин остается закрытым. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Bleiben Sie bitte am Apparat. Bleiben Sie bitte am Apparat. То есть дословно у аппарата оставайтесь, у телефона. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Bleiben Sie doch sitzen. Bleiben Sie doch sitzen. Дословный перевод – оставайтесь сидеть. Мы останемся только до завтра. Wir bleiben nur bis morgen. Wir bleiben nur bis morgen. У тебя есть для меня карандаш? Hast du einen Bleistift für mich? Hast du einen Bleistift für mich? Отсюда открывается великолепный вид на город. Von hier hat man einen tollen Blick über die Stadt. Von hier hat man
einen tollen Blick über die Stadt. Если дословно перевести, то получается von hier, отсюда, hat man, имеется, да, глагол haben иметь, имеется, великолепный вид, прекрасный вид над городом. Он слепой с рождения. Ist von Geburt an blind. Ist von Geburt an blind. Вчера вечером была гроза. Была ужасная молния и гром. Gestern Abend gab es ein Gewitter. Es hat furchtbar geblitzt und gedonnert. Gestern Abend gab es ein Gewitter. Es hat furchtbar geblitzt und gedonnert. То есть, смотрите, значит, дословный перевод. Здесь у нас существительным переводится, а здесь как бы глагол geblitzt, то есть сверкало, ужасно сверкало и гремело. Мы перевели вот так. Была ужасная молния и гром. Сверкало и гремело. Ее глаза светятся от радости. Ihre Augen blitzen vor Freude. Дословно сверкают от радости. Ihre Augen blitzen vor Freude. Что за гроза? Ты видел молнию? Was für ein Gewitter? Hast du den Blitz gesehen? Was für ein Gewitter? Hast du den Blitz gesehen? Ты фото со вспышкой сделал? Hast du das Foto mit Blitz gemacht? Hast du das Foto mit Blitz gemacht? Mein Sohn ist blond. Мой сын блондин. Mein Sohn ist blond. У Нины длинные светлые волосы. Nina hat lange blonde Haare. Nina hat lange blonde Haare. Я не хочу ничего покупать, я просто хочу осмотреться. Ich möchte nichts kaufen. Ich möchte mich bloß umsehen. Ich möchte nichts kaufen. Ich möchte mich bloß umsehen. Пожалуйста, обоснуйте свое мнение.
Bitte begründen Sie Ihre Meinung. Bitte begründen Sie Ihre Meinung. Арендную плату повысили безосновательно. Die Miete wurde ohne Begründung erhöht. Die Miete wurde ohne Begründung erhöht. То есть дословно была повышена. Здесь используется Präteritum Passiv. Wurde, да, с глаголом werden. Wurde erhöht. Хозяин приветствует своих гостей. Der Gastgeber begrüßt seine Gäste. Der Gastgeber begrüßt seine Gäste. Могу ли я оставить журнал себе? Здесь мы как бы спрашиваем разрешение с глаголом dürfen. Darf ich die Zeitschrift behalten? Darf ich die Zeitschrift behalten? Какой врач вас до сих пор лечил? Welcher Arzt hat Sie bis jetzt behandelt? Welcher Arzt hat Sie bis jetzt behandelt? Я больше не позволю вам так со мной обращаться. So lasse ich mich von Ihnen nicht länger behandeln. So lasse ich mich von Ihnen nicht länger behandeln. Он утверждает, что наше мнение было бы неважно. Er behauptet, unsere Meinung sei nicht wichtig. Er behauptet, unsere Meinung sei nicht wichtig. Трудно противостоять моим коллегам. Es ist schwer, sich gegen meinen Kollegen zu behaupten. Es ist schwer, sich gegen meinen Kollegen zu behaupten.
Пожалуйста, паркуйтесь так, чтобы вы никому не мешали. Bitte parken Sie so, dass Sie niemanden behindern. Bitte parken Sie so, dass Sie niemanden behindern. После аварии ребенок наших друзей неполноценен. Seit dem Unfall ist das Kind unserer Freunde behindert. То есть behindert стал инвалидом после аварии. Seit dem Unfall ist das Kind unserer Freunde behindert. Вы получите письмо от ответственного органа. Sie erhalten ein Schreiben von der zuständigen Behörde. Sie erhalten ein Schreiben von der zuständigen Behörde. У нас это по-другому, чем у вас. Мы не едим мясо. Bei uns ist das anders als bei euch. Wir essen kein Fleisch. Bei uns ist das anders als bei euch. Wir essen kein Fleisch. У меня нет с собой денег. Ich habe kein Geld bei mir. Ich habe kein Geld bei mir. Мы не хотим вас беспокоить во время еды. Wir wollen euch nicht beim Essen stören. Wir wollen euch nicht beim Essen stören. Оба были согласны с моим предложением. Beide waren mit meinem Vorschlag einverstanden. Beide waren mit meinem Vorschlag einverstanden. Какую блузку ты выберешь, красную или зеленую? Я возьму обе. Welche Bluse nehmen Sie? Die rote oder die grüne?
Ich nehme beide. Welche Bluse nehmen Sie? Die rote oder die grüne? Ich nehme beide. Andreas сломал ногу. Andreas hat sich das Bein gebrochen. Andreas hat sich das Bein gebrochen. Сегодня я чуть не опоздал на автобус. Ich habe heute beinahe den Bus verpasst. Ich habe heute beinahe den Bus verpasst. Можете ли вы сказать мне пример? Können Sie mir ein Beispiel sagen? Können Sie mir ein Beispiel sagen? У моего парня много хобби, таких как, например, готовка, танцы, игра в футбол. Mein Freund hat viele Hobbys, wie zum Beispiel Kochen, Tanzen, Fußball spielen. Mein Freund hat viele Hobbys, wie zum Beispiel Kochen, Tanzen, Fußball spielen. Здесь так много вещей, например, колбаса, фрукты, хлеб. Hier gibt's so viele Sachen, beispielsweise Wurst, Obst, Brot. Hier gibt's so viele Sachen, beispielsweise Wurst, Obst, Brot. Следи за тем, чтобы собака тебя не укусила. Pass auf, dass dich der Hund nicht beißt. Pass auf, dass dich der Hund nicht beißt. Медицинская страховая компания увеличила взносы. Die Krankenkasse hat die Beiträge erhöht. Die Krankenkasse hat
die Beiträge erhöht. Я живу в квартире в новостройке. Ich wohne in einer Neubauwohnung. Ich wohne in einer Neubauwohnung. Наш дом старой постройки. Unser Haus ist ein Altbau. Unser Haus ist ein Altbau. Нам предстоит объехать строительную площадку. Wir müssen die Baustelle umfahren. Wir müssen die Baustelle umfahren. Мы покупаем наши овощи у фермера. Wir kaufen unser Gemüse beim Bauern. Wir kaufen unser Gemüse beim Bauern. У нас есть 2 дерева в саду. Wir haben 2 Bäume im Garten. Wir haben 2 Bäume im Garten. Пожалуйста, обратите внимание на объявление на платформе. Bitte beachten Sie die Ansagen am Bahnsteig. Bitte beachten Sie die Ansagen am Bahnsteig. Моя жена служащая в полиции. Meine Frau ist Beamtin bei der Polizei. Meine Frau ist Beamtin bei der Polizei. Ты уже подал заявление на получение нового паспорта. Hast du schon einen neuen Pass beantragt? Hast du schon einen neuen Pass beantragt? К сожалению, вы не ответили на мой вопрос. Sie haben meine Frage leider nicht beantwortet. Sie haben meine Frage leider nicht beantwortet. Обратите внимание на глагол с приставкой be. Если у нас присутствует в предложении данный глагол, то самого предлога на, как в русском языке, не будет. Sie haben meine Frage leider nicht beantwortet. Я хочу еще раз сердечно поблагодарить за вашу помощь. Ich möchte mich noch einmal sehr herzlich für Ihre Hilfe bedanken. Ich möchte mich noch einmal sehr herzlich für Ihre Hilfe bedanken.
Вы получите запрос на оплату суммы до июня. Sie erhalten eine Aufforderung, den Betrag bis Juni zu zahlen. Sie erhalten eine Aufforderung, den Betrag bis Juni zu zahlen. Дети исполняют к Рождеству пьесу. Die Kinder führen zu Weihnachten ein Theaterstück auf. Die Kinder führen zu Weihnachten ein Theaterstück auf. Ты уже сделал домашние задания для школы? Hast du deine Hausaufgaben für die Schule schon gemacht? Hast du deine Hausaufgaben für die Schule schon gemacht? Это не моя проблема. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe. Я сдал посылку на почте. Ich habe auf der Post ein Paket aufgegeben. Ich habe auf der Post ein Paket aufgegeben. Никогда нельзя сдаваться. Всегда есть надежда. Man darf nie aufgeben. Es gibt immer eine Hoffnung. Man darf nie aufgeben. Es gibt immer eine Hoffnung. Где он сейчас? В Мюнхене. В данном случае имеется в виду, где он сейчас остановился. Wo hält er sich gerade auf? In München. Wo hält er sich gerade auf? In München. Могу я вам подержать дверь? Darf ich Ihnen die Tür aufhalten? Darf ich Ihnen die Tür aufhalten? Извините за опоздание, меня задержали. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich wurde aufgehalten. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich wurde aufgehalten.
Просто оставьте бумаги на полу, я их подниму. Lassen Sie die Papiere nur auf dem Boden liegen. Ich hebe sie schon auf. Lassen Sie die Papiere nur auf dem Boden liegen. Ich hebe sie schon auf. У вас должен быть чек в хорошем состоянии. Die Quittung müssen Sie gut aufheben. Die Quittung müssen Sie gut aufheben. Снег не прекращается. Es hört nicht auf zu schneien. Es hört nicht auf zu schneien. Когда вы перестанете работать? Wann hört ihr mit der Arbeit auf? Wann hört ihr mit der Arbeit auf? Здесь заканчивается главная улица. Hier hört die Hauptstraße auf. Hier hört die Hauptstraße auf. Мне нужно зарядить телефон. Аккумулятор разрядился. Ich muss mein Telefon aufladen. Die Batterie ist leer. Ich muss mein Telefon aufladen. Die Batterie ist leer. Таблетку растворить в воде. Die Tablette bitte in Wasser auflösen. Die Tablette bitte in Wasser auflösen. Ученица внимательно слушала. Die Schülerin hörte aufmerksam zu. Die Schülerin hörte aufmerksam zu. Я обращаю ваше внимание на то, что мы закрываемся через полчаса. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir in einer halben Stunde schließen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir in einer halben Stunde schließen. Мы приняли Анету в наш клуб. Wir haben Aneta in unseren Verein aufgenommen. Wir haben Aneta in unseren Verein
aufgenommen. Я снял фильм в отпуске. Ich habe den Film im Urlaub aufgenommen. Ich habe den Film im Urlaub aufgenommen. Пожалуйста, тише. Я начинаю запись. Bitte seid leise. Ich starte die Aufnahme. Bitte seid leise. Ich starte die Aufnahme. Мне жаль. Наверное, я не обратил внимания. Tut mir leid. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Tut mir leid. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Я должен остаться дома и смотреть за детьми. Ich muss zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Ich muss zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Перед своим отпуском мне обязательно нужно навести порядок на столе. Vor meinem Urlaub muss ich unbedingt noch meinen Schreibtisch aufräumen. Vor meinem Urlaub muss ich unbedingt noch meinen Schreibtisch aufräumen. Меня расстраивает то, что мне снова приходится работать сверхурочно. Es regt mich auf, dass ich schon wieder Überstunden machen muss. Es regt mich auf, dass ich schon wieder Überstunden machen muss.